Zweite Leseprobe, Kennwort roter Mohn. Angela nahm den Schmerzimpuls, der lediglich als Reaktion der für kurze Zeit noch intakten Nervenbahnen in ihrem Gehirn entstand, nicht mehr wahr. Der Genickbruch geschah schnell und heftig. Was sie wahrnahm, war etwas anderes. Sie wurde Zeuge einer Szene, die sich einige Meter unterhalb ihrer Warte abspielte. Ein großer roter Wagen mit weißer Beschriftung versperrte in einer schmalen Straße den Weg und verursachte einen kleinen Stau. Eine Menge Menschen beugte sich über etwas, das halb auf dem Gehweg, halb auf der Straße lag. Zwei von ihnen hatten Geräte bei sich, mit denen sie den Gegenstand bearbeiteten. Sie interessierte sich für das, was sie da sah. Und augenblicklich bemerkte sie, dass sie sich der Szene näherte. Was sagten die Menschen? Es drang ein undefinierbares Gewirr von Stimmen an ihr Ohr. Sie konnte keine einzelne unterscheiden. Und es kam ihr vor, als hätte sie sich in einen Bienenstock verirrt. Ein Summen und Brummen und Stöhnen allerorten. Sie war dabei, das Interesse für die Szene unter sich zu verlieren, als ihr wie von ungefähr und schlagartig die Erkenntnis kam, dass der Gegenstand, um den sich die Menschen da einige Meter tiefer bemühten, ihr eigener Körper war. Was um alles in der Welt? Und warum war ihr dieser Körper da unten so ungeheuer egal? Er war wie ein Fremder für sie, zu dem sie keinerlei Beziehung hatte. Wie ein totes Stück etwas. Tot. War es das? War sie tot? Im gleichen Moment erinnerte sie sich an den Aufprall, die Überquerung der Straße, das Hotel, Chris, das Geld, Heike, der Tote mit dem Pferdeschwanz, die Flucht aus dem Bus. Sie bewegte sich ein zweites Mal auf das Menschenknäuel zu. Sie sah die fremde Frau, die mit ihrem unnatürlich verdrehten Kopf auf der Straße lag. Sie hörte die Menschen durcheinander sprechen. Dann fiel ihr auf, dass zwar ein Stimmengewirr die Luft erfüllte, aber niemand die Lippen bewegte. Was ging hier vor? Was hatte das zu bedeuten? Sie brauchte einige Zeit, bis ihr klar wurde, das, was sie hörte, waren die Gedanken der Menschen. Nein, sie hörte sie nicht, sie nahm sie wahr. Auf eine andere Art. Telepathisch eher. Sie konnte fühlen, was die Menschen dachten. Sie wollte ihnen sagen, dass es ihr gut ginge. Sie brauchten sich nicht um diesen toten Körper zu bemühen, denn sie war gesund und frei und fühlte sich wohl und hatte keinerlei Schmerzen. Aber sie konnte sich ihnen nicht mitteilen. Niemand konnte sie verstehen. Niemand nahm sie wahr, als sie neben dem Krankenwagen stehend zu den Leuten sprach. Niemand hörte sie. Niemand sah sie. Sie hob ihren Arm, als wollte sie jemanden auf etwas hinweisen, als die Szenerie in einem allmählich sich verdichtenden Nebel plötzlich verschwand.